Wie erkennt man, ob man sich wirklich entwickelt oder nur optimiert? Das ist, glaube ich, an Fabio seine Frage. Ja, äh, also man erkennt es ganz klar in dem, dass man sich nicht nur immer versucht zu verbessern in Sachen, nicht nur also auch Sachen einfach einmal, ja, mal lebt und nicht nur also ich muss vielleicht so anfangen, ich stehe eigentlich am Morgen auf und überlege mir schon wieder, wie kann ich irgendetwas optimieren, um besser zum schneller ans Ziel kommen, oder? Und dann hinterfrage ich eigentlich auch immer wieder Sachen, wo gestern klar sind, hinterfrage ich eigentlich heute schon wieder, um irgendwie noch schneller ans Ziel zu kommen. Und da darf ich glaube auch noch lernen, ein bisschen mehr den Weg auch geniessen, oder auch die kleinen Erfolge dann auch zu geniessen. Und weil durch das, dass ich ja jetzt jeden Tag nur achte, ja, wie kann ich es noch verbessern, dann sehe ich die Entwicklung auch fast nicht, weil es ist eigentlich immer zu wenig. Wenn man das Gefühl hat, Ja. wie kommt man schneller ans Ziel, dann ist alles, was man bis jetzt gemacht hat, zu wenig, oder? Und es gibt dann wirklich so Momente, wo ich dann das Gefühl habe, ich komme nie hin. Und wenn ich mich dann einmal ein bisschen rausnehme, dann merke ich eigentlich, wow, in den letzten 3 Jahren, was eigentlich wirklich alles gegangen ist. Oder wir haben einen Kanal aufgestellt, wir machen Weiterbildungen und parallel am Arbeiten und An uns an uns selber am am Arbeiten. Arbeiten. Homepage haben wir aufgebaut Mhm. und Social Media sind wir am Bespielen. Und es ist einfach wirklich viel, viel, was man macht. Und ja, und wenn man dann immer nur optimiert, oder wenn man eigentlich nur das Ziel so vor Augen hat, dann ja, dann geniesst man das auch viel zu wenig. Und da darf ich auch noch lernen, ein bisschen den Prozess ein bisschen geniessen, aber es ist halt schon eben, der Kopf sagt immer, ja, je schneller du dort bist, desto schneller kannst du geniessen. Ja, Aber es genau. ist, ich muss immer wieder merken, es ist eigentlich ein Trugschluss, weil, ja, wenn ich dann an dem nächsten Punkt bin, wo ich will, kommt dann eigentlich der übernächste Punkt. Und ich glaube, da wird da, ja, Ja, und man kann halt auch eigentlich ja besser für sich kommen, indem man ungestresst Sachen macht, mhm, oder? Also, wenn man mhm, halt wirklich in Ruhe das Ganze, macht, was man eigentlich das Gefühl hat, muss man machen, um zur Ruhe zu kommen, kann man auch in Ruhe schon machen und dann geht es einem erstens besser in dieser Zeit. Man mhm. brennt weniger schnell aus und drittens wird dann ja auch das, was du willst erledigen, besser erledigt, oder? Weil du's halt, ja, mit dem ganzen Sein machst und nicht so: „Ja, jetzt muss ich schnell, schnell das und das Mhm. Nächste und überhaupt“ und ja, ja, das, Selbstoptimierungsdruck, das ist schon ein Mhm. Riesending. Also, kommt halt ein bisschen auf die Person drauf an, aber eben, wir sind halt da Mhm. beide ein bisschen so am Go, Go, Go und Ja, und ich glaube, das ist halt vieles ist gesellschaftlich geprägt, oder? Jetzt gerade bei ja, unserer Generation auch, wenn du musst etwas sein, du musst schaffen, zum Erfolg zu haben, oder? Es ist eigentlich immer das Bild, also das Bild wird eigentlich ganz klar gesagt, wenn du mehr machst, dann wirst du mehr haben, oder? Und da merke ich auch immer Leistungsgesellschaft. Leistungsgesellschaft, und da merke ich auch immer mehr, also ich habe auch Beispiele, wo ich wirklich verzweifelt bin an irgendetwas. Ich habe daran geschafft, habe das fertig haben und es ist einfach nicht gegangen und ich bin dann von dieser Aufgabe weg, glaube ich, ins nächste Zimmer und dann ist die Lösung gekommen, oder? Mal eben Ja, auch wieder die ja, ja, Perspektivenwechsel ja. aus dem raus, und wenn man nur am Optimieren ist, dann hat man so einen kleinen Horizont auf das Optimieren, Mhm. dass man eben die Lösungen, die eigentlich rum sind, oder die Ja, anderen ja, Ideen, die man ja. sind, gar nicht sieht, oder? Darum ist es, Ja, ja, das ist gut. sehr, sehr Mhm. paradox, oder? Mehr Pause, kommt man schneller ans Ziel, Ja, ja. aber da ist man ja, also ich bin da ständig im Clinch mit meinem Kopf, weil er sagt, ja, wenn du jetzt mehr machst, bist du schneller am Ziel, aber eigentlich aus Erfahrung ist es nicht so, oder? Und dann ist das halt, ja, Ja, und das ist dann auch der Punkt, oder? Weil es ist in dieser Zeit halt auch wichtig, Selbstfürsorge pflegen, gut auf sich schauen, seinen Körper, vielleicht eben auch mal eher ein bisschen ein paar Dehnübungen machen, ein bisschen Yoga, gesunde Ernährung und so, oder? Und, jetzt hat er das auch ein bisschen besser im Griff, aber vorher hat's ihn dann einfach irgendwann mal, weil er einfach nur am Machen, Machen, Machen war, hat's ihn dann einfach mal ins Bett gerührt 'ne Woche und er hat sich nicht mehr können bewegen. Und das ist jetzt nämlich nicht mehr gewesen, seit du eben auch ein bisschen auf deinen Körper schaust, oder? Und das ist der Punkt, dass man dann in dem „Ich muss, ich muss, ich muss“, schaut man dann halt immer weniger auf seine Gesundheit und mhm. was einem eigentlich für gut tut. Und das ist halt genau wichtig, eben, weil sonst leitet sie dann wieder eine Woche ins Ja, Bett ja. und kannst dann gar nicht machen. Dann kommst du eine Woche nicht weiter, oder? Ja, jetzt bin ich wieder an einem ähnlichen Punkt. Jetzt habe ich eigentlich schön so meine Morgenroutine gehabt, habe jetzt aber wieder wie eine neue Aufgabe mir ins Auge gefasst, und mit dieser Aufgabe ist auch das Vorherige, was ich konstant gemacht habe, eigentlich wieder ein bisschen verloren gegangen, weil ich mir sage, hey,
wenn ich das jetzt nicht mache und voll an dem bin, wo ich jetzt machen will, dann bin ich auch wieder schneller am Ziel und kann wieder zurück. Und ja, und da bin ich halt auch jetzt vernachlässigen, dann eigentlich das eine wieder, wo man gut da hat, oder? Mit dem, weil der Kopf sagt, hey, wir müssen, gehen wir schneller, oder? Aber ich bin halt irgendwie auch, ja. Aber ich merke es auch, wenn ich anliege und relaxen will, ich werde müde und schlafe ein. Also ich brauche auch die Aktion. gewisse Aktivität. Ja, Ich ja. kann nicht zur Ruhe kommen, weil zur Ruhe heisst bei mir, ich gehe schlafen. Ich bin unbrauchbar nachher. Oder Zora regeneriert, wenn sie anliegt und wenn sie mal eine Pause Ein macht, regeneriert Powernap sie. oder so. Ich bringe mich nachher nicht mehr wach, oder? Aber da Mhm. bin ich. Aber tut Meditation, das hast du jetzt auch gelernt, ein bisschen zur Ruhe kommen und halt auch mal die Ruhe, geniessen und so ein bisschen auch mehr in dir rein sein. Es ist zwar für dich nicht einfach, aber dort hast du schon mal ein bisschen gelernt, Ich so sage jetzt, zur Ruhe kommen. wo ich jetzt das jetzige Ziel nicht hatte, ja, weil Mhm. dann ist mein Ziel wie gewesen, ich will zur Ruhe kommen durch die Meditation, dann habe ich auch ein Ziel gehabt. Das heisst, ich bin dort am Mhm. Optimieren gewesen, habe ich dort geschaut, so, ja, wie Ah kann ja, ich jetzt besser meditieren, welches Küsse welches Küssen wie brauchst du? hoch Ah, muss ich das hocken? so, ja. Und da immer eben, ich merke schon immer aufs eigene Gefühl hören und heute mit diesen vielen Informationen, Ja, die man ja. überall hat, ist es auch nicht ganz So einfach, ist besser, oder? so ist besser. Ja, Wenn du so machst, ist besser. jeder hat seine Meinung, oder? Und es stimmt ja auch irgendwie, aber dann, wenn dein Rücken, wenn du, keine Ahnung, eine Krümmung im Rücken hast, ist das Küsschen nicht gut, du musst anders hocken. Die meisten, die meditieren, sind eher ruhige Personen. Ich bin Auftreten, das heisst, das, was die erzählen, ist für mich Mhm. vielleicht nicht so hilfreich, Mhm. oder? Ich muss jemanden haben, der 300% rennt und zur Ruhe kann kommen. Und Ja, ja, aber das Stichwort hast du eigentlich schon gegeben, auf sein eigenes auf sein Gefühl eigenes hören, Gefühl oder? hören. Genau, und jetzt bin ich halt wieder andere Sachen am priorisieren und dann geht das halt dann wieder weg. Ja. Ja, Dann aber weisst du ja, was dir äh, gut tun ja, ich weiß, was mir gut tut, aber sind wir ehrlich, wer weiß das eigentlich nicht, Ja, das ist ein oder? guter Das ist Punkt, ein ja. guter Punkt. Ich Ja. glaube, da eben aufs Gefühl hören und aufs Gefühl, nicht auf den Kopf. Ich glaube, das ist ein bisschen zu unterscheiden. Der Kopf sagt mehr, ist besser und das Gefühl sagt eigentlich, ich habe gar keinen Bock. Und dann müssen wir dann halt noch unterscheiden, ist es jetzt die Opferhaltung, dass man sagt, oder Sego, der einfach sagt, ich will nicht mehr und man macht einfach nichts mehr, oder man nimmt sich einmal Zeit zum Regenerieren, zum wieder machen. Da muss man halt ein bisschen abwägen. Ja, und halt einfach ehrlich zu sich selber sein, oder? Und das ja, das merken wir halt schon auch. Das ist ein riesen Punkt, einfach sich nicht selber belügen, weil das bringt gar nichts, oder? Das habe ich schon sehr früh in meinem Leben verstanden, du auch. Also das ja, so sind wir halt wirklich einfach so wir sind ehrlich zu uns selber, wir sind ehrlich miteinander, oder? Und so Mhm. kann es eh nur gut kommen, weil und Ja, so wie du in den ihr Wald rufst, kommt es zurück. ja, ihr müsst halt einfach verstehen, oder? Es bringt nichts, wenn du dich selber anlügst. Es bringt dir nichts. Es bringt Mhm. dir nichts, oder? Also, und dann Also Verzögerung. Aber auch, nein, ja, es gibt auch also auch ja, du Lernpotenzial, eben, wenn man hast dann halt mal halt richtig einfach gegen was machst dann halt rennt. einfach Ja, Umweg, wenn es halt die dann braucht. Aber du ja, kannst ja einfach direkt von Anfang an den ja. ehrlichen, Weg gehen und dann ist der direkte, oder? Statt irgendwie da und da jemand muss klopfen und da muss einer eins auf Mhm. den Deckel geben und da muss irgendwie eine Krise kommen, oder einfach ehrlich zu sich selber sein. Ja. Mhm.